Aber dort lebt ein. Tatsache. Der Kinderreporter Johann hilft mit, Krebs zu retten. Warum sie seine Hilfe brauchen, erfährst du in deinen SRF Kids News. Ich hoffe, du bist nach der Sommerferien gut gestartet. Die SRF Kids News die sind auch wieder zurück. Schön bist du dabei. Es ist heiß in diesem Sommer. Das sieht man an vielen Orten immer noch. Darüber reden wir in dieser Sendung. Zuerst jetzt aber meine Quizfrage an dich. Warum schwimmt der Fisch Finn, wenn es heiß ist, tiefer unten im Wasser? A. Dort ist das Wasser kühler. Oder B. Dort gibt es mehr Sauerstoff. Wir finden die richtige Antwort zusammen in dieser Sendung heraus. Ziemlich sicher hast du diesen Sommer auch ein paar Mal gefunden, boah, ist das heiß. Die Hitze und der wenig Regen haben in den letzten Monaten in der Natur ziemlich Spuren hinterlassen. Das sieht man zum Beispiel an vielen Flüssen und Seen. Sie haben deutlich weniger Wasser als sonst. Auf Wiesen und Feldern fehlt Wasser. Das Gras wird braun, Pflanzen können schlechter wachsen. An gewissen Orten gibt es darum weniger zum Ernten. Auch im Wald zeigt sich Trockenheit. Viele Bäume haben Durst. Ihre Blätter werden braun und fallen jetzt schon ab, obwohl es noch gar nicht Herbst ist. Besonders schwierig ist die Situation auf einigen Alpen. Auf denen fehlt Wasser für Kühe und andere Tiere. Wo es geht, bringt das Militär mit dem Helikopter Wasser auf den Berg. An anderen Orten haben die Bäuerinnen und Bauern aufgegeben und ihre Tiere viel früher als sonst ins Tal gebracht, weil das Wasser einfach nicht mehr gelangt hat. Damit sich die Natur erholen kann, braucht es jetzt vor allem eins: Regen. Und zwar nicht nur einen kleinen Platzregen, sondern regelmäßig Wasser und das über eine längere Zeit. Das ist ein Edelkrebs. Es ist ein schwieriger Sommer für ihn. Viele Bäche und Flüsse haben wenig Wasser. Kleine Bäche sind zum Teil sogar ausgetrocknet. Für die Fische und Krebs heisst das, sie könnten sterben. Der Edelkrebs braucht besonders viel Schutz. In der Schweiz gibt es nämlich nicht mehr viel von denen. Er gilt als gefährdet. Im Zapfenbach im St. Galler Rheintal haben Helfer darum probiert, die Edelkrebse zu retten. Der SRF Kids Kinderreporter Johann nimmt uns mit auf so eine Rettungsaktion. Da, wo der Johann und der Marcel der Fischerei auf See stehen, würde normalerweise Wasser fließen. Jetzt suchen sie in diesem ausgetrockneten Bachbett nach Fisch und Krebs, die noch leben. Aber dort lebt ein. Tatsache. Das sind Edelkrebs, die kennt man. An der roten Scherenunterseite, ein rotes Scherengelenk. Den nehmen wir jetzt mit rauf. Und dann in einen Kübel mit ganz wenig Wasser drin. Ja. Der Krebs hat Glück gehabt. Für viele andere kommt die Hilfe leider zu spät. Ein bisschen weiter oben am Bach hat es noch ein paar Wasserpfützen. Viele Fische haben sich in die kleinen Becken retten, aber dort sind sie jetzt gefangen. Zum Glück sind der Marcel und der Johann da. Siehst du es da? Ja. Jetzt schauen wir mal schnell, wie es denen so geht. Schwierig. Der lebt noch. Schau, der tot noch. Das ist seine Reaktion. Er will sofort seine Schwanzunterseite schützen. Der ist noch vital. Es ist mega schlimm, dass da so wenig Wasser hat und so viel Fisch und Krebs. Und das ist einfach nicht gut. Und ich habe nicht gedacht, dass es so viele Fische sind, die da in diesen kleinen Mengen von Wasser leben. Die restlichen Fische versuchen der Johann und der Marcel jetzt mit dem sogenannten Kescher rauszunehmen. Du kennst eigentlich den Bach, wie ein ganzes Jahr Wasser führt, wie ein ganzes Jahr ein verlässlicher Lebensraum ist für einen Haufen verschiedene Tiere, aber auch Pflanzen. Und auf einmal fehlt eine der wichtigsten Lebensgrundlagen für die Tiere. Und das ist halt das Wasser. Und das macht weh. Da hat es noch so viele. Ja. Schau mal das an. Hey. Kann man denn jetzt nicht noch alle retten? Ja, das ist halt ganz schwierig. Schau mal da an. Wir haben fast kein Wasser. Ja. Wir haben dann nur noch Schlamm. Und logischerweise kann man ein paar Mal durch und mitnehmen, was man kann. Aber alle, gerne alle, werden wir nicht retten. Ja. Weil das ist auch für den Fisch ein Stress, wenn wir ewig durchgehen.
Viel schöner wäre es würde regnen und dann würden sich viele Probleme von selber lösen. Im Auto von Marcel ist ein grosser Wassertank. In dem bringt er die geretteten Tiere an einen Ort, wo sie weiterleben können. Aber so einen Ort zu finden, ist gar nicht so einfach. Denn leider haben auch viele andere Bäche in der Schweiz wenig Wasser. Die einen trocknen sogar ganz aus. Wieso kann man die Fische nicht einfach in einen Pool tun, dass sie dort weiterleben? Die Fische, die wir jetzt hier raus haben, die sind sich das Leben in einem Pool nicht gewöhnt. Die wollen selbstständig sein Futter suchen und die wollen in Freiheit leben. Und ich meine, in einem Pool da müssen wir sie irgendwann wieder rausnehmen und wieder nebeneinander tun, weil das Leben in einem Pool ist wahrscheinlich nicht das, was man einem Fisch gönnen möchte. Hier in St. Gallen haben sie das Glück, mit dem Rheintaler Binnenkanal ein Gewässer zu haben, das für die Fische ein neues Zuhause werden kann. Jetzt kannst du mit dem Kübel ein bisschen abtauchen, jetzt kommt frisches Wasser rein. Und jetzt fangen sie sofort an, das saubere Wasser zu suchen und fangen sie rausschwimmen. Soli. Jetzt musst du einen Moment warten, bis sie weg sind. Weil da sind jetzt noch ein paar. Schau mal an deinem Fuß die Schleie. Ja. Gell? Und was denkst du, haben das jetzt viele überlebt? Ja, das hoffen wir. Wenn wir alles richtig gemacht haben, dann überleben sie das. Ja. Wir haben uns jetzt Mühe genommen, wir haben alles gemacht, was wir können und hoffen jetzt, dass alles gut gegangen ist. Es war ein schönes Gefühl. Es war wie, wenn sie aus dem Gefängnis wieder in die Freiheit rauskommen. Das hat richtig traurig ausgesehen, die Fisch und Krebs in diesem ausgetrockneten Bach. Zum Glück konnten Johann und Marcel ein paar retten. Nicht nur zu wenig Wasser ist ein Problem. In gewissen Bächen, Flüssen und Seen ist das Wasser auch zu warm. Für uns beim Baden angenehm, für die Fische aber gefährlich. Zum Beispiel für den Finn. Das ist Finn und das ist sein Zuhause, ein See in der Schweiz. Finn mag es, wenn sein Wasser angenehm kühl ist. Doch viele Schweizer Seen sind in den letzten Jahrzehnten wärmer geworden. Das bringt einiges durcheinander. Wird es Finn oben zu warm, schwimmt er tiefer. Dort ist es kühler. Doch Finn braucht wie wir Menschen Sauerstoff. Und der kann in der Tiefe knapp werden. Im oberen Teil des Sees kommt Sauerstoff aus der Luft ins Wasser. Damit dieser auch in die Tiefe gelangt, muss sich das Wasser durchmischen. Da warmes Wasser leichter ist als kaltes, schwimmt es im Sommer wie ein Deckel über dem kälteren Wasser. Diese Wasserschichten vermischen sich nur schwer und so gelangt weniger Sauerstoff zu Finn, der in der Tiefe Abkühlung sucht. Auch Algen gehören ganz normal zum See. Doch manche Arten können sich in warmem Wasser besonders stark vermehren und daraus können Probleme entstehen. Algen können zum Beispiel das Wasser trüben. Dadurch gelangt weniger Sonnenlicht in die Tiefe und Wasserpflanzen können schlechter wachsen. Sterben viele Algen ab, bauen Bakterien sie ab. Dafür brauchen die Bakterien Sauerstoff. So kann in der Tiefe noch weniger Sauerstoff übrig bleiben. Für Finn wird es also eng. Oben ist es ihm zu warm, weiter unten kann der Sauerstoff knapp werden. Forschende beobachten deshalb genau, wie sich unsere Seen verändern und was das für ihre Bewohner bedeutet. Jetzt weisst du die Antwort, oder? Ich habe dich ja gefragt, warum schwimmt der Fisch Finn, wenn es warm ist, tiefer unten im Wasser? Richtig ist A. Dort ist das Wasser kühler. Warmes Wasser ist leichter und schwimmt oben. Und jetzt noch ein anderes Thema. Wir tanzen wieder miteinander gegen Mobbing und gegen Ausgrenzung. Das ist «Say Hi» von SRF Kids. Der Song dazu kommt dieses Jahr von Ilko, 14. Wir lernen ihn jetzt kennen. Anna von SRF Kids geht nämlich zu ihm heim auf Besuch. Willkommen. Bin ich hier im Ilkoischen Reich? Bei ihm daheim. Ui, schwere Türen haben wir. Gehen wir rein? Ja, gerne. Hoi. Hallo. Hallo. Ich bin Anna. Olga. Hallo Mutter. Olga. Deine Mutter, gut? Ja, genau. Hi, schön haben wir's. Du bist von der Ukraine in die Schweiz geflüchtet, zusammen mit deiner Mami und deiner Schwester. Dein Papa ist noch dort. Wie ist das für dich?
Es ist schon eine lange Distanz. Es ist 100% so, es wird nicht so bleiben, hoffentlich. Und ich meine, ich bin schon ein Optimist. Für mich ist immer das Glas eher halb voll. Wie müssen wir uns denn das vorstellen? Weißt, ich meine, du bist von der Ukraine hier in die Schweiz gekommen. Wie läuft so etwas ab? Wie war das bei euch? Die Reise war schon mega schwierig. Weil wir sind nur auf einem Zug 54 Stunden. Nur auf einem. Gibt es irgendetwas, was du vermisst in der Ukraine? Das Größte ist natürlich meine Familie. Meine Großeltern sind jetzt in die Schweiz angekommen. Die sind jetzt da und ich kann einfach zu meiner Großmutter gehen, zu meiner Omi gehen, einfach essen, zu Mittag essen. Und das war seit 3 Jahren mein absoluter Traum. Die Brille abziehen, das stört im Fall. Und der Start ist, glaube ich, nicht so einfach, oder? Wenn man die Sprache nicht kann. Kannst du da ein bisschen erzählen, wie war das? Ich bin angekommen und konnte mich nicht verteidigen, nichts sagen, nichts verstehen. Es hat auch Vorfälle gegeben wie «Ja, geh doch zurück» oder «Warum bist du überhaupt angekommen?» So schlimme Aussagen wegen was dort bei mir im Heimat passiert ist. Ja. Das ist so mein Bereich. Oh wow, ist das immer so ordentlich? Ja. Ehrlich? 50-50. Ja, mega ordentlich. Hey. Wow. Ja, also ich sehe, die Musik in deinem Zimmer, die ist da überall. Und da der Voice Kids, das ist so der letzte grosse Wettbewerb für dich, ja. Oder? Was ist so für dich, wenn du jetzt ganz gemein müsstest vergleichen zwischen Musik, Tanzen, Fußball, so deine Hobbys? Was ist das Wichtigste? Es ist gar nicht so gemein, weil jeder weiß es, dass Musik mein Leben ist. Und ich finde gar nicht so gemein, aber 100% Musik, ja. Du, ich, es, wir können alle zusammen schwören, uns das, wir werden zusammenhaben. Na, 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 na. Und jetzt bist du dran. «Say Hi» ist dann, wenn wir zusammen gegen Mobbing und Ausgrenzung tanzen. Auf srfkids.ch findest du Tanzschritt, den Videoclip und du kannst dort dein Tanzvideo hochladen. Allein, mit Freundinnen und Freunden oder gerade mit der ganzen Klasse. Ich bin sehr gespannt auf dein Video. Das war es von deinen SRF Kids News. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder schaust. Mach's gut und bis gleich.